nicht alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Vielen Dank. Ich begrüße euch im Namen meinem Verein der Eltern aus Kurdistan in Deutschland, Yekmal e.V. Heute versammeln wir uns, um gemeinsam den Internationalen Frauenkampftag zu begehen. Der 8. März ist uns sehr wichtig, um die unermüdliche Stärke und den mutigen Kampf von Frauen auf der ganzen Welt zu würdigen. Es ist ein Tag, an dem wir in besonderer Weise den vielfältigen Herausforderungen gedenken, denen Frauen jeden Tag gegenüberstehen und mahnen, dass Frauenrechte weltweit immer noch bedroht sind. Als eine kurdische Frau möchte ich heute an das Motto der kurdischen Frauenbewegung erinnern. Für mich Sinnbild für einen beispiellosen Kampf für die Rechte und die Anerkennung von Frauen. Jin Jian Azadi, Frauen, Leben, Freiheit. Dieses Motto ist inzwischen auch von den Frauenbewegungen in anderen Regionen der Welt aufgegriffen worden. Und das zu Recht, denn der Kampf der Frauen in den verschiedenen Teilen Kurdistans ist einzigartig. Kurdische Frauen haben ab dem Jahr 2014 im Irak und Syrien gegen den IS gekämpft, in den neuen Anfang der nach der Befreiung und Nordsyrien entschieden gestaltet und vorangetrieben. Kurdische Frauen haben sich nach der Ermordung Jinnah Amis an die Spitze des Widerstands im Iran gestellt, ohne Verhaftung oder Ermordung zu fürchten. Seit dem Jahr 1995 gegen in vielen Städten in der Türkei die sogenannte Samstagsmütter auf die Straße. Kurdische Mütter, die nach dem Vorbild der argentinischen Mütter der Plaza de Mayo für ihre verhafteten, verschwundenen und ermordeten Söhne gegen die türkische Regierung protestieren. So sind die kurdischen Frauen auch Pionierinnen für Widerstand und Veränderungen. Es sind weltweit Frauen, die sich an die Spitze von Protesten setzen, gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit oder einfach über das Überleben kämpfen in Russland, im Iran, in Afghanistan und in vielen anderen Regionen und Staaten dieser Welt. Sie sind mutig und denken nicht an das eigene Schicksal, denn diese Frauen werden verhaftet, ermordet, vergewaltigt oder gemütigt und geben trotzdem nicht auf. Ihnen gedenken wir heute am 8. März. Lasst uns diese Erbe ehren, uns weiterhin für Gleichberechtigung und Freiheit einsetzen. Lasst uns gemeinsam für eine Welt kämpfen, in der Frauen und alle Betroffenen patriarchaler Gewalt in Frieden und Würde leben können, denn auch in diesem Land ist noch viel zu tun. Auch in den europäischen Ländern und in Deutschland leben Frauen nicht mit gleichen Rechten. In Deutschland stirbt jeden dritten Tag eine Frau, die durch ihren Ehemann oder einen Partner ermordet wird. Frauen sind benachteiligt, wenn es um den Aufstieg in Leitungspositionen geht. Und sie verdienen im Durchschnitt noch immer 18% weniger als Männer in Deutschland. Als kurdische und deutsche Frau weiß ich außerdem, wie in sehr Deutschland Sexismus und Rassismus verbunden sind. Frauen, die als nicht-deutsch gelesen werden, sind in doppelter Weise von Marginalisierung, Diskriminierung und Gewalt betroffen. Und dies hat in den letzten Jahren nicht ab, sondern zugenommen. Mit dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft ist nicht nur der Rassismus angestiegen, sondern gerade auch
der Sexismus. Konservative und rechtsextreme Weltbilder verbannen Frauen aus öffentlichen Ämtern und dem Arbeitsmarkt. Sie zeichnen ein rückständiges Bild von Familie, bei dem sich Frauen und Kinder dem Mann unterordnen müssen. Wir müssen also nicht nur weiterhin zusammenarbeiten, sondern zukünftig noch einen sehr viel intensiveren Kampf führen, um sicherzustellen, dass Frauen gleiche Rechte und Chancen erhalten. Es ist eine Verpflichtung, die wir alle teilen müssen, um eine gerechtere und inklusive Gesellschaft aufzubauen. Jian Azadi, Leben, Frauen, Leben, Freiheit. Lasst uns dieses Slogan nicht nur heute, sondern jeden Tag leben und für ihn streiten. Vielen Dank.